Bei mir ist Lübbo und ich bin nur unverhofft in Radio bin ich nicht, im Fernsehen bin ich jetzt, bei Jürgens Musikszene und ich soll was erzählen über Hannes Flessner, der mag ich auch Plattdeutsch, denn Hannes ist ein bekannten, berühmten Plattdeutscher Ledemocker wärst und er hat so Titel geschrieben als Buttermilk Tango und Neue Amerika ist Dornwall und er hat auch einen Song geschrieben über Lübbo Patent und ja, ich hab da Bock über Hannes geschrieben und die Original Lübbo Patent, um die das in der Song Guide von Hannes Flessner, der seht hier tegen mich. Mal Lübbo, geht die das? Ja, mir geht das so wie gut, wa? Das ist uns Lübbo Patent. Sagst du nun mal mit diesem Song, wo der damals Alto mitkommt ist und welche Platte drauf ist und wo du Hannes kennenlernen hast oder überhaupt? Ja, Hannes heb ik kennengelernt. Als ik het eerste jaar nou uit Friesland weer heenkwam. Hij was in Hamburg. En toen had hij dan van Hamburg de eerste lieder geschreven. En was ook dan hier in Friesland voor zelfstandig gemaakt, dat kan wel zeggen. En daarmee heb ik eerst in de loteria, en hebben we einander willen zien. Maar toen heb ik eerst optreden, heb ik mitgemaakt in Neuharlingen-Ziel. Toen met Maria Herwig, wenn die Musik komt, uit die zending. Und da in Neuharlingen-Ziel haben wir da war ein Schwimmbad ist gebaut worden. Und der hele Schwimmbecken, was da näher war, soll normal wie Wald hin. Da ist eine hele Bühne gekommen. Und da ist die Sendung dann hier vollführt und da war Hannes hat da sein Lied gesungen. Und damit bin ich mit Hannes praktisch in Gespräch und zu Wagen gekommen. Patent, das ist die Fans, die all kennt. Gibt rein nix auf Welt, was Lübbo nicht kann. Laut wenn drum geht, dat ein wat deit, ist Lübber lang. Lübbo Patent, das Lied hätte ich geschrieben. Das ist ein paar Jahre later, da hätte die zweite Skatplatte geschrieben. Da ist die Lübbo Patent. Und Hannes war ein Typ. Er ging an, Beerdeckel und Kuli gingen naast hen. Egal, ob ich nur unterwegs war oder in Booten. Er had immer een beerdeckel in hand. En al wat hij nu zei, en die woorden die hij verstaan die schreef je op. Dat wordt noteerd. En daarmee werden we dan in Moorkaart in Reserberg. En daar zat hij dan ook aan het reizen. En zoals we bij nu praten, en werden we ook wel nog wel. En hij werd aan het schrijven. Hij zei aber nee, wat hij schreef nog. Sondern er hat dann alles erzählt. Und da eines Tages, da wird auch für Weihnachten wieder Sparkassenlehrer. Ja, wie da. Und Hannes hat auch sein Sporthaus und Warndorf wie auch hier. Und da gab je eten. Und dort einmal, ich habe nie ein Plaudruck gebracht. Und da habe ich ein Lied für die aufgeschrieben. Und da hat er da das Lied für das erste Mal gesungen. Lübbo. Uns Lüb kann Schwein vorkochen, kann Open Trecke mocken, kann ans Bürgermeister schreiben, kann rote Runkels rüden, kann jede tun umwöhlen, kann sogar Höhne füllen, kennt wat van Holland Brauden, kann Lied dat gaat over mijn hele leven, kan ik zo zeggen. Ik ben hier muurman van beroep. En ik ben hier op bouw en dan ook vuil bij oudbouw. Zoals naar de kaart, restaurering en alles ook arbeiden. En dan heeft Hannes immer die grote Ziegelsteine. Wolle er die aan mij zegt, wenn du die hast en die zijn dat er wat inritst is, zegt hij. Dat er in hetzelfde in zijn. Die bringst du mij met, die sammel ik. En die willen dan ook gerne hebben. Ja, ich bin Renke Iben, ich komme aus Spetendorf. Also ich spiele schon jetzt seit ca. 10 Jahren Handorgel und spiele auch viele alte Lieder. Und irgendwann kommt man dazu zu diesen alten Chansons, die Hannes Flessner ja geschrieben hat und auch gesungen hat. Und ja, dann kommt man dazu und man spielt sie gerne. Das geht dann rund, kann man sagen.
Was ich spiele, ist eine diatonische Handharmonika. Das ist erstmal mit Knöpfen, nicht mit Klaviertasten, so wie man das beim einem Akkordeon kennt, sondern mit Knöpfen. Und diese sind noch verschieden. Wenn man drückt mit dem Blasebalg bzw. zieht, sind diese Töne auch noch unterschiedlich. Aber auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall spiele ich das schon seitdem ich 5, 6, 7 Jahre alt bin. Ging das so langsam los, ist ja immer mehr geworden. Und ja. Wobei, das ist ja gar nicht so alte Musik. Also so die Themen, Momentan, die Texte, ja. die er gemacht hat, die waren ja schon sehr zeitnah. Ja, das fand ich einfach damals so genial, dass Hannes Flessner eigentlich schon vor 20, 30 Jahren diese Problematik, die wir heute haben, Klimawandel, Umweltverschmutzung etc., dass er damals schon vor 20, 30, 40 Jahren schon in seinen Liedern aufgenommen hat. Das fand ich einfach genial, dass das damals schon bei ihm so präsent war. Jürgen, du gibst Zeichen, weil wir können hier irgendwie stundenlang weitermachen. Also das ist überhaupt kein Problem für uns, ich mag immer wieder. Wir können noch ein paar Dönches vertellen. Du bist auch mal Rallye-Fahrer west. Sollen wir das auch noch erzählen? Ich hab auch was, wa? Da war ich als jungen Jahren, da macht man hier Motorsport. Ja. Und da bin ich auch ein paar Mal norddeutsche Meister west. Und Hier, das richtig Berühmtheit ist das. Das kriegen die nicht elke Dach ob Jürgens Musikszene. Wir singen einen Tusch für Hannes. Happy Birthday to you, okay? Kannst du uns mal erzählen, was dazu upsöck hat mit diesem Kokolorium und Hannes, wo der Zusammenhang da? ja, Hannes ist hier geboren in Kokolorium und da hatte ich seinen Geburtstag und das hatte ich im 8. Dezember gefeiert. Das ist Anfang, als ich dann hier in Ostfriesland, dann hatte ich auch in letzter auf dem Hus gekauft, alle 3 Tage Hus. Und dann da ist er dann immer von Hamburg, da in Hamburg ist er dann immer so, wenn dann auch 3 Wochen ist er hierher gekommen, zu schreiben. Und dann hatte ich dann hier Geburtstag und da hatte die Presseleute, das war erst heel einfach, hatte die von Presse die Leute inladen, hier in Kokolorium, dat ich dann für die Presse dann was machen noch. Aber du bist auch mit dabei west. Und ich bin dann immer mit west, habe der Faden, weißt du wohl, wegen Trinken hier, wa? Wo gut wird getrunken hier, wa? Ja, wo ich immer 5 Uhr, da komme ich mit morgens her. Da kommt ein Ehepaar an einem Hühnerhof vorbei und wie es der Zufall will, ist da gerade ein Hahn in voller Aktion. Beglückt ein Huhn, beglückt ein zweites Huhn, ein drittes, ein 5., ein 8., ein 12. Ja, das sagt die Frau auch. Oh. Emil, sagt sie, guck dir das mal an, könntest du dir da nicht mal ein Beispiel dran nehmen? Sagt Emil, ja eigentlich schon, nur vergiss nicht, es ist jedes Mal ein anderes Huhn. Never is the amor,